I am glad to be here. Ich bin so froh, dass ich da bin. Are you glad to be here? Seid ihr auch froh, hier zu sein? I mean, I'm like super glad to be here. Ich bin sehr froh, hier zu sein. You guys are family to us. Für uns seid ihr wie eine Familie. My wife and our 2 daughters wanted to be here, but one of them was sick, so they couldn't make it. Meine Frau und meine 2 Töchter wollten eigentlich auch hier sein, aber eine Tochter ist krank, deswegen konnten sie es nicht schaffen. But we love Equippers. Aber wir lieben die Equippers. And we love what God is doing at Equippers. Und wir lieben es, was Gott hier mit den Equippers tut. Amen? Amen. Amen. Hey, you know, we have gathered here for one reason. Wir sind hier zusammen für einen Zweck. And if not this reason, then let's make it this reason. Und wenn das nicht der Grund ist, dann müssen wir es zu einem machen. And it's this. Und das ist Folgendes. We need an encounter with the Holy Spirit. Wir brauchen eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. We need Him. Wir brauchen ihn. We must have Him. Wir müssen ihn haben. When we were worshiping just now, Als wir gerade angebetet haben, I was reminded of a time whenever I first got saved. konnte ich mich erinnern an die Zeit, als ich erst gerade mich bekehrt hatte. I went to this Pentecostal church. Ich bin in diese pfingstliche Gemeinde gegangen. And it was very Pentecostal. Und es war sehr pfingstlich. Like super Pentecostal. Super pfingstlich. Have you ever watched those American movies with Pentecostal like church services? Habt ihr schon mal irgendwie einen amerikanischen Film gesehen, wo so eine pfingstliche Gemeinde drin vorkam? It was like one of those. Es war so eine. The pastor would say, "There's fire coming." Und da sagte der Pastor, das Feuer kommt. And I would think, "Oh no." Und ich dachte, oh nein. What are you talking about? Was ist da los? It's going to land on your head. Es wird auf euren Kopf kommen. At that time I had hair. Und zu dieser Zeit hatte ich noch Haare. No, not my head. Nein, nicht auf meinen Kopf. And then they would start singing this music. Und da hatten sie diese Musik, die sie sangen. It was very lively music. Es war sehr lebendig. And about midway through the second song, und etwa in der Mitte des zweiten Songs, something would happen. Ist etwas passiert. We nicknamed the guy at the church the flying squirrel. Wir haben einem Typen in der Gemeinde das fliegende Eichhörnchen gesagt. Because he sung in the choir. Denn er sang im Chor. And we wore choir robes. Und die hatten so Chorgewänder an. And midway through the second song, und mitten im zweiten Lied, he would start shaking. Hat er angefangen zu zittern. And we all knew what was coming. Und wir wussten genau, was jetzt passiert. And he would shake more. Und er hat mehr gezittert. And he would step over the choir loft. Ist er über die he would run full speed. Und voll Tempo ist er losgerannt. He would jump off the stage. Und dann ist er von der Bühne gesprungen. With his arms out. Mit den Armen ausgebreitet. And he looked like a flying squirrel. Und er sah einfach aus wie ein Flughörnchen. Yeah, true story. Wahre Geschichte. Then the pastor would say this. Und dann hat der Pastor Folgendes gesagt. He would say, "The Holy Spirit's about to be here." Der Heilige Geist ist dran, hier zu sein. Whoa, this is big. Das ist etwas Großes. I was just saved. I knew nothing about the Bible. Ich war erst gerade bekehrt. Ich wusste eigentlich noch nichts über die Bibel. But I knew if the Holy Spirit was coming, this must be really big news. Aber ich wusste, wenn der Heilige Geist kommt, dann muss das wirklich große Wahrheit sein. They must have paid a really big honorarium to get him to come. Sie mussten wirklich etwas Großes gezahlt haben, damit er herkommt. Then the pastor would repeat something that's in Acts chapter 11. Und dann ist etwas passiert, was in Apostelgeschichte 11 geschrieben ist. He would say, as Paul said, er hat es so gesagt wie the Paulus. Holy Spirit's about to fall in this place. Der Heilige Geist ist dran zu fallen in diesem Ort. What? Hä? Now I look up at the ceiling. Da habe ich so raufgeschaut. How does the Holy Spirit fall? Wie fällt denn der Heilige Geist? Like, does he rappel off a rope? Kommt er irgendwie von einem Seil runter? Like, does he like paraglide in the room? Like, kommt er mit einem Paraglider? I had no idea. Ich hatte keine Ahnung. I just knew nothing about the Bible. Ich wusste einfach nichts über die Bibel. Then thankfully I went to Bible school. Aber dankbarerweise ging ich dann noch in die Bibel. And we had to take a Greek class. Und wir mussten dort eine Griechischstunde abhalten. And this Greek class helped me a lot. Und das hat mir viel geholfen. To understand what I was reading. Zu verstehen, was ich dort jeweils las. Because denn when Paul said the Holy Spirit fell, als Paulus gesagt hat, der Heilige Geist it's the Greek word epipito. Das ist das griechische Wort epipito. Yeah, very good. Epipito. You speak Greek. Ja. Dropwise. Okay. Epipito. And epipito is this.
Und Epipito ist folgendes. I have 2 daughters, Ich habe 2 Töchter. and when they come home from school, Wenn sie jeweils aus der Schule kommen, my daughters are 7 and 5. meine Töchter sind 7 und 5, They walk in the door. dann kommen sie zur Tür They rein. say, "Daddy, I'm home." Sie rufen, Daddy, ich bin hier. And I run to the front door, Und ich renne zur and I Haustür give them a big und hug. ich gebe ihnen eine große Umarmung. And then we start spinning in circles. Und dann drehen wir uns im Kreis. And then I say, "Welcome home." Und dann sage ich, ja, willkommen And zu then I start Hause. tickling them. Und dann kitzle ich sie. And they fall on the Und ground. dann fallen sie zu Boden. And I fall on top of them. Und ich über ihnen. And I tickle them. I love you. Und ich kitzle noch mehr und sage, ich liebe dich. And this is the word epipito. Das ist das Wort Epipito. In all love, In aller Liebe, in all embrace, in aller Umarmung, falling and hinunterzufallen loving. und zu lieben. This morning, Heute Morgen we need the Holy Spirit brauchen wir den Heiligen Geist, to epipito us. dass er Epipito, uns epipitiert. We need the Holy Spirit to epipito us. Wir brauchen das, dass der Heilige Geist uns so umarmt. You know, this is one of my favorite translators in all of Switzerland. Okay, so we all know, Wir alle wissen, our world is very difficult right now. unsere Welt ist ziemlich schwierig heutzutage. There are family issues, Das sind Familienprobleme, health issues. das sind This Gesundheitsprobleme. morning I looked on Facebook, Heute Morgen habe ich auf and Facebook 2 of gesehen my close friends, their parents died of COVID last night. und letzte Nacht sind von 2 meinen Freunden die Eltern gestorben wegen Covid. Like, man, Ich sage, political turmoil. da ist politisches Durcheinander. Our world is going through a hard time. Unsere Zeit macht wirklich, unsere Generation macht schwierige You Zeiten. know, durch. many of us in this room are going through a hard time. Viele von uns machen schwere Zeiten durch. We're not made to be apart. We're made to be with people. Wir sind nicht geschaffen, um für uns allein zu sein. Wir We're sind not- geschaffen, um zusammen zu sein. We're not made to be isolated. Wir sind nicht geschaffen, um isoliert zu sein. The very beginning, in Genesis, God said it's not good for man to be all alone. Ganz am Anfang im 1. Mose heißt es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Maybe you come in this place this morning. Vielleicht bist du heute Morgen hier Maybe hingekommen. you're watching via Livestream Vielleicht schaust du auch via Livestream and you just feel lonely. und du fühlst dich alleine. This morning, Heute Morgen. Holy Spirit Heiliger Geist. wants to epipito you. Der Heilige Geist will dich epipitieren. He wants to hug you. Er will dich umarmen. And if you came here Und wenn du hier to gekommen hear bist, some crazy American evangelist preach, um irgendeinen komischen amerikanischen Evangelisten die You- Predigt zu hören, you've wasted your time. dann hast du deine Zeit versäumt. But if you have come here Aber wenn du hier hingekommen to bist, have an encounter um eine Begegnung zu with a haben God who dearly loves you, mit dem Gott, der dich herzlich you're in liebt, the right place. dann bist du am richtigen Ort. Amen? Amen.